Im Hintergrund brutzelt's und ich persönlich habe ein bisschen Schiss, Freunde. Willkommen zurück zu Pikmin 4. Ups, falscher Knopf. Den wollte ich eigentlich so. Pikmin 4 in der Unterwasserburg und ja, mir kam der Begriff irgendwie so seltsam bekannt vor. Und da ich damals die alten Pikmin-Spiele, also Pikmin 1 kenne ich noch so einigermaßen, Pikmin 3 natürlich, wir haben es etwa vor 10 Jahren Let's Played. Pikmin 2 habe ich kaum noch in Erinnerung, vor allem wenn es so um Orte geht und so. Außer eine, die Unterwasserburg. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass entweder der Ort, die Höhle, der Dungeon, whatever, dass der dort entweder genauso oder ähnlich ist. Also das scheiß Vieh kam mir dann in den Sinn, weil das Vieh gab es noch dort auch, das uns hier ein bisschen quasi verfolgte, dieses Gespensterviech. Und ich glaube deswegen, ich habe noch mal ein bisschen offscreen überlegt und ja, ich habe eine Ahnung, was uns noch erwarten wird. Vermutlich erst auf der untersten Ebene. Dass wir, naja, sagen wir mal so, auf eine weitere Pikmin-Art stoßen werden. Da bin ich recht zuversichtlich. So, aber Pikmin-Art, erstmal das Ding ja platt machen. Weil die Pikmin hier noch einen Stromschlag kriegen. Obwohl es ja alles Wasser-Pikmin sind, ist ja insofern, naja. So, warte mal, wo gehen wir jetzt hier ein bisschen durch, Wir haben keine Eis-Pikmin, brauchst du aber eigentlich auch nicht. Ja, das kann natürlich passieren. Alter, sind das viele gewesen. Das ist wirklich viel besser. Das ist schon der Ausgang schon wieder. Wir nehmen das Ding noch. Hey du. Nee, nee. Hier. Ich klopp dich. Du Scheißvieh. Ich bin super stark. Ich bin der Incredible Michael. Notchin soll das nicht machen. Ja genau, deswegen Notchin. Wieder der Ausgang. Okidoki. Die Leuchtpigmin, ey. Irgendwie praktisch. So, komm. Stromisiere dich. Der hört uns, krass. Der geht da durch. Ist das so eine kluge Idee? Ich weiß ja nicht. Wollen einen Standort verlegen könnten, ne? Interessant. Ja, komm. Okay. Schnell wieder so. Zack. Am Boden versunken. Sehr schön. Der geht mir so langsam aber sicher auf den Keks, Freunde.
Nein, auch deswegen geht er mal auf den Keks. Menno! Also Pikmin ist auf dem Rückweg. Ja, wir sterben einfach mal alle. Ist doch schön. Hm? Wunderschön ist das, wunderschön. Oh, Mann. Nein, komm zurück. Das bringt nichts, das Vieh ist scheiße. Aber hier kommt er nicht durch. Doof, was? Oh, sehen wir Avocado da vorne. Was halt auch ganz fies hier finde, ist, dass unsere Basis hier nicht mal geschützt ist. Ist normalerweise auch anders. Ich meine, ja, er kann natürlich dabei helfen, jetzt andere Viecher Platz zu machen. Ist auch schön. Wahrscheinlich geht es auch nicht mehr so gut. Ja, ich sehe schon. Ich habe gerade andere Sorgen. Obwohl. Also. Sie mich nehmen, ja, ja, ist natürlich eine Variante. Nein, der kommt schon wieder. Ja, was machst du jetzt, hä? Kommst du durch? Kommst du? Schaffst du? Schaffst du nicht, hä? Und du scheiße bist. Du bist ein rollender Geist, sonst gar nichts. Ach, im Wasser krepieren die auch ab, ja super. Leute, ich verliere gerne zu viele Pikmin. Das haben wir so nebenbei erwähnt. Hat der endlich gerade platt gemacht oder was? Natürlich wieder eine Kehrwende, ist klar. Ja, muss ich ihn da weglocken. Eine Kackvieh geht hier alles immer so viel länger. Vor allem, ich verstehe es nicht ganz im Vergleich zur letzten Ebene. Da ist auch mal ganz andere Runden gefahren, nicht einfach uns immer hinterher. Hier folgt er uns wieder so penetrant. Ist voll uncool, Alter. Keiner mag Stalker. Na, Basis kann genutzt werden. Ja, ja, du mich auch, Spiel, du mich auch. Ja, bleib du mal hier, ja? Das passt schon. Danke. Dreht er nächste Runde oder was?
Das ist einfach nur zu tief missverstanden, hä? Ja, dreh deine Runde, das machst du gut. Ja, schön. Rückwärtsgang hast du nicht drauf, wa? Der ist ja auch doof. Noch nie so ein doofes Gespenst gesehen. Mal freibudeln. So, wir haben garantiert noch einen Schatz. Vielleicht noch mehr, wir werden sehen. Hab ich den gar nicht gehört? Wie soll denn das Ding jetzt runterkommen? Na, kommst du hoch? Ja, schön Wendekreis machen, das machst du richtig. Wie in der Fahrschule. Also mit Rutschen versuchen, vielleicht kommt das Teil da runter, weil... Das heißt aber, ich brauche gelbe Pikmin, die habe ich jetzt gerade nicht. Hä, wo soll ich denn das vorher wissen, Freunde? Da holst du mir das Teil jetzt runter? Nee, natürlich nicht. Hä? Bringe ein cooles Item, was man das irgendwie machen könnte. Nee. Hä? Wie kriegt die Avocado da runter? Ich will doch hier nicht einfach weggehen, ohne dass ich das geschafft habe. Ah, jetzt, hä? Oh. Ey, müssen wir kurz oben bleiben, Freunde. Ups. Nein! Arschloch. Du bist ein Arschloch, 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 la 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 la. Jetzt hab ich's gesagt. Und weg hier. Da hinten, ne? Geht es überhaupt nicht den Weg entlang, natürlich. Es wüsste, wo ich lang wollte. Gerettet, Schätze. Was mich ein bisschen irritiert ist, ist nicht weit. Ja, wobei, da hatten wir schon, ne? Stimmt, stimmt. Pikmin, wenn wir hier nicht angezeigt ist, ja eigentlich eher, wenn ich den Dungeon betrete, quasi, den Untergrund betrete. Dann sehe ich, wie viele Arten von Pikmin ich hier brauche. Oder bekommen würde oder so. Die Pikmin-Armee hat echt gelitten, ey. Was ist das für ein Viech? Was hat der Shikochi, ne? Bringt jetzt auch nichts mehr. Scheiße, ey. Pikmin verrecken hier wie die fliegen. Kann man euch schicken, vielleicht macht das Säure gar nichts. Tatsächlich. Geht mit denen sehr viel schneller, alter Schwede.
Scheiß Spinne immer bei so einem Wänden krabbeln oder so. Ganz übel. Ah, das ist noch mehr Gift, ja? Aber eben, angeblich macht das euch ja nichts aus. Eigentlich sind Indizien, dass man hier vielleicht irgendwie die weißen Pikmin findet, ja? Weil man, solange es den Leuchtpigment nichts ausmacht. Oh, nicht gut! Willst du mich verarschen? Ich habe versucht wegzugehen. Ach komm schon, ey. Zeit zurückdrehen. Wie geht das überhaupt? Zeit zurückdrehen. Jetzt Fortschritt. Ach, Starterebene. 0 Minuten. Was? Wo Ebene 4? Ach, Starterebene. So, okay. Ja, sorry Leute, aber das... habe ich gesehen, dass sie schon aktiv ist. Meine Güte. Wie übel. So. Wie wir jetzt gelernt haben, ne, den Leuchtpigment macht das hier überhaupt nichts aus. Aus irgendeinem Grund sind sogar blaue da mitgekommen. Warum auch immer. Aber den blauen kann ich hierfür auch hinschicken. Das ist schon crazy, weil die Viecher machen irgendwie Probleme, aber... Also Giftviecher. Die Pilze selbst, die machen keine Probleme. Naja. Also direkt hier zu Beginn weg, schon wieder so viele blaue Pikmin finde, lässt nichts Gutes erahnen. Da sind immer sehr schlechte Vorzeichen, Freunde. So, komm doch hier nochmal, Hallo? Ja, komm nur, komm nur. Ich glaube ja, die blauen Pinken hätten hier auch Probleme, weil es einfach das Gift, die Art des Giftes hier ist, das irgendwie Probleme macht. Oh. Der braucht mir sogar, krass. Krasser Dude, ey, krasser Dude. Ja, das sind normale Pikmin, also nein, nicht normale Pikmin, normale Pilze, normale Pilzsporen. Und nicht die ultra krasse, die wir zuvor hatten. Als ob ich die Augen nicht gesehen hätte. Mhm.
Ich hab Hunger. Ist da gar keiner? Nein! Was macht denn der da? Alter Schwede. Moment, ich wollte eigentlich... Hier. Dieses scheiß Gift, hey, ganz ehrlich, hat er 11 Pikmin verloren deswegen. Wenn er bloß irgendwie die rote mitnehmen könnte oder so. Die wären zwar nicht giftresistent, aber... Oder schon mal die blauen hätte, das ist die andere Option. Ja, die wären zwar nicht giftresistent, aber ich hätte zumindest dann... ein bisschen stärker im Angriff. So was ein bisschen irritiert ist, das Vieh ist noch gar nicht gekommen. 28 Pikmin, ey. Wir wären wieder auf dem Rückweg, ey. Könnt ihr die Schätze einsammeln. Mhm. Ah, der Glaser kommt. Ja, ich sehe schon, also man sieht schon, er hat ein bisschen Probleme. Ist doch nicht der Einzige. So. Wären wir also hier. Ohne Ochin kämen wir denn da durch. Okay, okay. Die Viecher mitzubringen bringt mir jetzt nicht so viel. Okay, bringt es da durch, das ist schon mal gut. Er ist da hinten, ne? Ich würde die Dinger zwar gerne mitnehmen, ehrlich gesagt, weil es auch 15 Stück sind. Das Problem ist aber, ich müsste da mit Ochin, also Ochin können da nicht hinnehmen, damit aufteilen. Ich meine, ich kann zwar natürlich mich aufteilen, das ist nicht so das Problem. Kann man sowas auch mal. Auch ein bisschen knapp. Ochin, komm her. Wir hauen ab. Wir lassen das Viech sein. Ja, da keine Schätze mehr hier. Ach, der Vieh ist wieder Pikmin hier verloren in dem scheiß Giftvieh. Ja, genau wusste ich, dass das Vieh platt machen sollte oder wie es versuchen sollte. Ich meine, generell vermutlich halt doch die beste, dass man es hier halt mit den Leuchtpikmin macht. He? Das heißt, ich hätte eigentlich mehr Nachtmission machen müssen, wenn ich hier schon mal mehr hätte. Oh, richtig gesehen da. Neue Pikminart. Freunde, das sind lila Zwiebeln.
Und was heißt natürlich Lieder? Also Zwiebeln, Entschuldigung, stimmt gar nicht. Königsblumen, genau. Wenn keine Zwiebeln sind, Königsblumen. Na dann. Sagt Hallo zu den lila Pikmin. Lila Pikmin. Ja, Mann. Das Pikmin bringen ja ein stolzes Gewicht auf die Waage. Ich werde einmal etwas locker blättern. Ein einzelnes lila Pikmin hat die Kraft und auch das Gewicht von 10 Pikmin anderer Arten. Ist aber langsamer. Wirft man es, löst das wuchtige Aufschlagen sogar Gravitationswellen aus. Ja, Pikmin sind nur im Untergrund zu finden, was es sehr wertvoll macht. Captain Olimar. Ein Steck von 10 Pikmin anderer Arten? Ich kann nur so viel Kraft in ihnen stecken. Tja, praktisch sind sie. Nur im Untergrund. Dann ist jetzt die Frage, wenn wir sie vermehren wollten. Nein, Entschuldigung. Falsche Art. Wenn wir sie vermehren wollten, brauchen wir ihre Zwiebel. Ein Hinweis darauf, dass wir Pikmin, die wir im Untergrund finden, deren Zwiebel erst im Postgame und so finden. Verdächtig, wobei das hier... Aha, 1 und dann... Okay, gut. Jetzt kann man schon denken, was passieren wird, Freunde. Ja, weil ich erinnere mich wieder. Aus irgendeinem Grund, ich habe keine Ahnung warum, aber aus irgendeinem Grund waren die lila Pikmin gegen das Viech, gegen diesen Geist, sehr effektiv. Gut. Ich meine, das Viech selber ist jetzt nicht wirklich schwierig, weil es kann sich ja kaum gut bewegen. Das heißt... Hä? War's das schon? Oh, fast. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Gut, der muss ja hier durchkommen, wenn er mit angreifen will. Hä? Was machst du da? Blub, 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 blub. Ah, ja, ich sehe schon, worum es geht. Ein armer Typ, wa? Ständig außer Atem. Oh, no, ich weiß nicht, wo ich hin soll. No. Ich bin nur ein Gespenst, ich will zurück in meine Dimension. No. Kannst du gleich, kannst du gleich. Das ist eine Gamecube-Disc? Auch nicht schlecht. So. Jetzt mal, wir haben lila Pikmin. Oh, stimmt, wir hätten eigentlich das noch machen können, mit dem lila Pikmin. Wir sind lila und krass. Oh, Freunde, jetzt noch ein Schatz. Damit ist vermutlich nicht er hier gemeint. Oh, vielleicht doch.
Die lila Pikmin, die habe ich in Pikmin 2 so geliebt. Hey. Im Gegensatz zu den weißen Pikmin, denen konnte ich nicht so richtig was anfangen. Ist ein Brief an die Visitenkarte. Reporterin. Oh, eine Reporterin. Moment mal, ich kenne ihr Gesicht. Ja, ich weiß, wer das ist. Eine bekannte Fernsehreporterin. Sie macht die besten Reportagen. Aber warum ist sie hier? Du bist also ein Fan, Russe? Ja, er ist Russe und ein Fan. Nein, Quatsch. Also schon, aber egal. So, wir haben noch einen Schatz. Das ist mir garantiert da bei, wo war es, im zweiten Gebiet, glaube ich. Gab es irgendwo etwas, wo wir dann gemerkt haben, oh scheiße, da fehlt mir irgendwie im Untergrund ein Schatz oder so. Da wird sicher auch sowas gewesen sein. Aber jetzt können wir natürlich auch praktisch sehen, so haben wir 10 lila Pikmin, die haben die Kraft von 100 Pikmin. Und die Kraft von 100 brauchen wir für die Wassermelone, die Oberfläche. Also perfekt. Wir haben natürlich Ochin, der selber schon die Kraft von 30 hat, so stark ist die 3 lila Pikmin. Er hat so viel Blau verloren, aber halt damals auch viel Blau gezüchtet, also insofern. Es geht, Freunde, es geht. Fahren wir jetzt bloß mit den. Was ist mit den Leuchtpikmin jetzt los? Die sind jetzt nachher wieder weg. Und aber nachher wieder die Samen hier im Inventar, trotz allem. Ah ja, das Gespenst, das kann am Anfang halt wirklich erschrecken und ja, auch sauer machen. Im Grunde genommen ist es easy zu besiegen. Dankeschön. Wir haben alles, wir hauen ab. Natürlich mit den lila Pikmin. Obwohl sie so schwer sind, können sie mitkommen. Die Leuchtpikmin wollen nicht. Wir bleiben hier, ist okay? Ja, ist gut. Viel gesammelt. Verdammt viel. Alter Schwede. Komplett erforscht, aber auch viel verloren. Alter, 46 blaue Pikmin verloren. Oh, ist das übel. Oh, tut das weh. Wieso stehen bei den lila Pikmin nicht, dass das gekeimt sind? Aber egal. Freunde, wir haben 3, 6, 7 Leuchtpikmin, 8. Es fehlen nun die weißen Pikmin. Nachher haben wir alle Pikminarten schon gefunden im Spiel. Nur noch die weißen Pikmin. Aber natürlich fehlen uns noch viele Zwiebeln, hä? Aber eben, ich kann mir vorstellen, weil vor allem bei den lila und weißen Pikmin. Aber bei Pikmin 2 gab es gar keine Zwiebel für die mussten wir mit Königinnenblume machen. Bei Pikmin 3 gab es die ja nicht im Story-Modus, die gab es dann irgendwann hintenrum mal noch durch Sonderbonus-Episoden und so. Ich hoffe trotzdem, dass es hier auch die Zwiebel dafür gibt. Auf irgendeine Art und Weise. Wäre schon cool. So, also der Tag muss eigentlich jetzt vorbei sein, ne? Doch lila hierfür. Ja, aber trotzdem, wenn ich jetzt irgendwie Pikmin mitnehme und der Tag ist eh schon vorbei. Im Prinzip spielt keine Rolle, aber ich packe sie trotzdem wieder weg. Ja, war klar. Gut, Freunde, gut. Ochin wird das wohl nicht mehr schaffen, ne? Doch. Gut, Ochin. Weil sonst hätten wir nochmal hier hingemusst, das wäre ein bisschen doof gewesen. Das haben wir jetzt gemacht. Da ist ein Luftzug nach da oben, muss erst mal freibuddeln, da ist alles cool. Also ich glaube, im nächsten Paar, wenn wir hier zurückkehren, können wir das machen. Vielleicht noch ein Dandori und das Ding hier holen. Gucken, was hier noch so Schönes gibt, irgendwelche Schätze und so. Wir können uns noch die Wassermelone von hier unten holen. Und ansonsten vielleicht... Hier müssen wir nochmal gucken, vielleicht auch eher das Ding hier nach. Wobei, wenn schon wieder so wie jetzt, einfach so am Ende des Tages. Bin zurück. Aber ja, alles in allem sehr, sehr erfolgreich, obwohl wir jetzt, sage ich jetzt mal, 2 Parts gebraucht haben für einmal den Tag hier, plus halt die Unterwasserburg. Aber ist halt auch einfach
Oh mein Gott, das Teil ist halt einfach groß. Kannst sagen, was du willst. Aber wir haben lila Pikmin. Ah, das freut mich so sehr. Ich habe es so vermisst, die Kleinen. Ich fand den damals bei Pikmin 2 so geil. Aber halt auch da waren die halt begrenzt, so wie die Weißen. Tag 17. Und ein paar Kreaturen. Wir sind erst bei 43%. Lecco mio, nicht mal die Hälfte. Diese Hündin, Moss, wird in Olimas Logbuch ziemlich oft erwähnt, hä? Das macht mich äußerst neugierig. Vielleicht haben wir ja Glück und treffen sich auf diesem Planeten. Ja, das wäre toll. Es wäre so aufschlussreich, als nur Berichte über den Hund zu hören. Ganz genau. Wenn ich Gewebeproben an unbekannten Weltraumhundspezies hätte. Die Experimente, die Möglichkeiten. Experimente? Was für Experimente denn? Experimente, nicht Exkrement. Egal. So. Wir starten trotzdem noch ganz kurz mit Tag 18, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich kann hier noch gucken, was die anderen für uns so haben. Und wir werden noch ein bisschen Training machen. Nachmission, ich weiß, ich müsste, es wäre nötig, aber ich habe momentan nicht wieder Bock drauf. Vielleicht machen wir dann irgendwann mal in Kürze eine Folge, wo wir nur Nachmissionen machen. Die Megakraft. So, Ochim für 100 Pikmin. Ja, aber ich brauche es momentan nicht wirklich, weil jetzt habe ich den lila Pikmin. Jetzt kann ich mir das aufsparen. Heilen wäre zwar cool, aber 3 Punkte dafür finde ich ein bisschen krass. Graben, ja. Ich finde eigentlich, er macht schon gut, dass ich nochmal Graben brauche. Pflücken finde ich irgendwie auch unnötig aktuell. Sprint finde ich eigentlich auch cool, machen wir einen Hubs, damit er ein bisschen stärker ist. Geh weiterhin alles, wie immer. So, was hast du für ein neues Item? Verrückter Professor. Neue Hilfsmittel. Ein Giftschutz. Für Ochin, sehr gut. Anti-Haftstiefel. Schatzanzeiger Plus. Nun kannst du auch einzelnen Ort der Schätze sehen. Ja, den wollte ich doch. Dankeschön. Dreifachschlag. Gut, ich selber greife nicht an, das ist auch nicht so mein Ding. Lassen wir das mal noch. Wir haben noch einen Untätigkeitszähler, brauche ich auch nicht. Kabelverstärker Plus. Das wird jetzt noch nie gebraucht. Ich werde es, glaube ich, künftig nicht so wirklich brauchen. Muss einfach wieder mal ein bisschen farmen gehen, ne? So, ja, er will da unbedingt. Ich weiß, aber ich habe dann jetzt so wirklich Bock drauf. Also, ich sag's mal so, ich habe eher Bock drauf auf normale Missionen. Die 100 Kreaturenspezies. Aber wie viel es überhaupt gibt im Spiel? Sind es mehr als 100? Finde ich schon. Die Mare und 150 Schätze. Kriegst du, Freundchen, kriegst du. Da ist der Look-Typi. Da ist ein anderer Typi. Jetzt lauter Typis. Ist die Reporterin hier? Da ist der... Ja, okay. Da ist der Typi. Müsste Reporterin sein, ne? Wir sind gestrandet, da ist voll scheiße. Und jetzt? Ich bin Moppis. Ich bin Reporterin, hä? Dann kannst du Fernsehcrew suchen, kriegst du was einen Dank dafür. Finde Fernsehcrew. Oh Gott, wie viele gibt es denn hier insgesamt, die wir retten müssen? Dann gehört dieses Raumschiff. Mann, das ist die Dolphin, haben wir schon mal erwähnt. Also muss eigentlich sein, alles andere. Mission erfolgreich. Ah, er ist fertig, okay. Oh. So viel dazu. Aber ist egal. Freunde, sagen an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Gehen wir zurück ins Stille Ufer. Wir bereits haben da noch ein bisschen was zu tun und ja, Nachtexpeditionen
Müssen wir mal gucken, ob wir da wirklich mal das sind 1, 2, vielleicht sogar eigentlich 4. Ja? Momentan haben wir ja 4 von den Laublingen. Das sind irgendwie so aneinander rein. Ich bin halt gespannt, wie viel wir überhaupt brauchen, bis wir mal den Piloten finden können. Angeblich soll der Pilot einer von denen hier sein, also beziehungsweise auch ein Laubling sein, aber ich glaube nicht, dass es einer von denen ist. Das wäre einfach ein bisschen zufälliger, ob wir das schon machen könnten. Daher, ich glaube eher, der Pilot wird irgendeiner sein, den wir quasi eine bestimmte Anzahl Laublingen zurückfahren und dann heißt plötzlich, oh, ich habe einen neuen gefunden und der ist es dann. Kompaio, er konnte 10 Höhlen. Waren noch mehr Höhlen, er konnte 15 Höhlen. Höhle, alles für Höhlen. Oh je. Naja, egal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Pikmin 4 und nicht 3. Ich weiß, ich habe das mal in einer früheren Folge, glaube ich, irgendwie so 6, 7 herum oder so, glaube mal außersehen gesagt, der Pikmin 3. Nee, das ist schon 10 Jahre her, Michael. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.